Oh, schei. Sauerhaft. Bisschen Kopfschmerzen, sonst alles super. Oh, da wünscht er aber ganz schnell, ganz massivst zügige Genesung, gell? Das wollen wir ja gar nicht gern hören. Bei uns soweit, bei mir, alles im grünen Bereich. Alles in the green Bereich. In the green area, wenn man so will. So. Kannst du mit Kanalpunkten abstimmen lassen, fährst du nicht. Ja, das darf dir jetzt wieder passen, gell? Das darf dir jetzt passen, dass du wieder. Nein, das war wieder nicht gut für Mr. Price, der darf gerade wieder Punkte verlieren. Ich muss einmal an den Mr. Price denken. Ja, das kannst du nicht dabei so aussackeln. Danke, ja, hat mein 2 Liter Wassertopf schon in der Reißen. Sehr gut. Ja, Trinken ist wichtig, Freunde der Sonne. So. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob und wie das funktioniert. Helmsklamm, Innenhof, Hornburg. Immer nur mit dem Legolas. Einfach weil, deswegen. Schauen wir uns aber natürlich das Intro an. Ja? Ist aber hoffentlich sowieso klar. Wir können sie nicht aufhalten! Passt der Ton? Ich hoffe schon. War ja bloß eine Idee. Ja, ist schon klar. So, jetzt werden wir da mal, das werden wir jetzt taktisch aber ein bisschen anders machen. Sie sind in der Burg! Wir sind alle verloren! So. Ja, ein bisschen konzentrieren. Aber. Das Gute ist an die Pfeile, die zünden nämlich die Gegner an und dann verrecken die irgendwann wo selber. So. Passt alles, das hört man gern. Ich hab jetzt, glaube ich, gerade noch keinen Moderator nicht da, Tini. Ansonsten darfst du jetzt einen Shoutout von mir kriegen. Aber mach ich dann auf alle Fälle. Leute, es ist zwar jetzt gerade kein Shoutout nicht im Chat, weil gerade, glaube ich, noch kein Moderator nicht da ist. Aber schaut bitte unbedingt einmal bei der Monkatz drauf. Ja, da gibt es auch sehr zauberhaften Retro-Content und die kommt aus Österreich. Ist eigentlich schon ein Selbstläufer für euch, ne? Ja, der Aragorn muss schnell geschwind seine Knirscheiben chillen, weil ich gerade da nicht weggekommen. So. Jetzt wird es ihm recht. Da bist du. So, helfen wir ihm da einmal. Ah, das ist gut, dass die einmal zauberhaft an mir vorbeilaufen. So. So, Aragorn ist safe. Das ist gut für uns. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Tor wieder verteidigen. Jojo, das gehört schon dazu. Fini. So, machen wir mal, da mal Meter machen da. So. Positioniere mich wieder ein wenig mehr da, oder? Ein wenig mehr da auf der Seite, weil von da. So.
Ah, nerv mich nicht. Tupfte. So. Einfach mal einwidern mit den Pfeile. Der wartet jetzt bestimmt, dass ich angreifen kann. Siehst du es da? Zack, Gnadenstoß. Ah, blocken kann ich nämlich auch. Schützen! Auf der Mauer! So, genau, das ist nämlich jetzt der Hinweis, dass da Bogenschützen kommen und diese Bogenschützen sind richtig garstig. Die halten nämlich einiges ab. Zupfzeng. So. Da werden wir mal entgegenwirken. Das sind nämlich nicht einmal wenig, die wo da auf der Mauer umranstehen. Das geht nämlich bis dahinter. Und das habe ich halt letztes Mal nicht gesehen und auch nicht beachtet. Und die machen schon guten Schaden aufs Tor. Und vor allem, die halten die eigenen Krieger davon ab, anzugreifen. Ja. Das kriegen wir uns hin. Hoffe ich jetzt einmal. Ne? Weil die Bogenschützen sind jetzt raus. Und jetzt müsste man eigentlich rein theoretisch. Gut, da geht's auch zu wie am Stachus, aber das werden wir schon irgendwie deichseln. Du haust jetzt erst einmal ab. Da, weg mit dir. Da. Das geht da für die. Weil so ziehe ich nämlich da auf der Seite die Gegner nämlich ein bisschen an und lock's quasi mehr oder weniger so ein bisschen vom Tor weg. Das ist jetzt natürlich ein bisschen off-topic vom Film, weil im Film kommen in Helm's-Klamm nämlich keine Trolle vor. Aber ne, zwecks der Schwierigkeit haben sie sich gedacht, da fügen wir Trolle ein. Das ist eine gute Sache. So, dann Gnadenstoß rein. So, der Troll ist hier. Da ist nämlich noch einer. Hier können Sie nicht mehr aufhalten! Zur großen Halle! Und ich glaube, das war's. Das war so einfach gegangen. Option, danke für den Dank. Sauron und Saruman ziehen die Schlinge zu. Aber trotz ihrer Verschlagenheit haben wir einen Vorteil. Der Ring bleibt verborgen. Und dass wir ihn vernichten könnten, darauf kommen sie nicht in ihren dunkelsten Träumen. Und so wandert die Waffe des Feindes nach Mordor. In den Händen eines Hobbits, und jeden Tag kommt sie näher den Feuern des Schicksalsberges. Sauron fürchtet dich, Aragorn. Da ist er, by the way, der Shoutout für die Mondkatz. Hab ich mir jetzt selber noch eingedruckt. Ja, okay. Teil 2 ist quasi erledigt. Also das ist schon brutal. Die Bogenschützen, die machen unfassbar viel aus. Die machen unfassbar viel aus.
Ja, gut. Können wir noch mal kurz Apps aufwerten. Ja, nehmen wir das, weil warum nicht? Bitte gern. Sehr, sehr gern. Perfekt. Gut, Freunde der Sonne, das war die 2 Türme. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass wir es letztes Mal nicht geschafft haben. Ja, dass weil sonst hätten wir es direkt straight anfangen können mit Rückkehr des Königs. Aber ja gut, es hilft ja nicht. Es hilft ja nicht. Man kann halt jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, man spielt jetzt alle Level mit alle Charaktere und macht Charaktere komplett auf Max-Level, beziehungsweise kauft alle Fähigkeiten. Das könnte man jetzt tun. Ne? Aber ja, sehe ich jetzt persönlich jetzt nicht so wirklich den Sinn dahinter. Ja. Aber gut. Sei es drum. Dann da ich vorschlagen, switchen wir direkt in Rückkehr des Königs. Der, wo halt, wie gesagt, qualitativ nochmal eine Schippe drauf liegt. Tatsächlich. Ne? So, jetzt machen wir da mal schnell geschwind zu. Und da muss ich schnell einmal Spiel wechseln, tatsächlich.